Die 3 Söhne mussten froh sein, dass für sie überhaupt noch etwas vorgeblieben ist. Sie sind immer magerer und schwächer geworden. Der Dackel aber war zuletzt so dick, dass er sich durch die Tür durchquetschen konnte. Und das ist bei Gespenstern auch etwas Seltenes. Sie können ja sonst durch Schlüssellöcher und schmale Spältchen durch. Sie können sich so dünn machen, dass man sie überhaupt nicht mehr sieht. Die Gespensterbabe aber hat man immer gesehen und gehört. Sie hat geschmatzt und gerbset und geschnarchelt und gelacht und mit den Zähnen knirscht. Es war nicht mehr schön. So ist der Sommer vergangen und die Zeit ist gekommen, wo die Söhne wieder ins Tal zurück müssen mit ihren Kühen. Am einem klaren Herbstmorgen, die Sonne war noch nicht aufgegangen und der Dackel hat noch geschnarchelt, sind die Söhne leislich aufgestanden. Sie haben am Abend vorher schon verstohlen alles zusammengepackt. Sie sind zur Hütte ausgedüselt und haben die Tür fest hinter sich verschlossen. «So», hat der Churi zufrieden gesagt, «jetzt sind wir den Diktat los. Ins Dorf aber kann uns der bestimmt nicht nachlaufen.» Sie haben die Kühe zusammengetrieben und sind gegangen. Aber schon beim ersten Rank, wer steht da, breit und fett am Halbgatter, mit bösen Augen und aufgerissenem Maul? Das Gespenst. «Das könnte euch so passen. Mich da allein hocken lassen. Den ganzen Sommer habe ich euch geholfen. Jetzt habe ich mich an euch gewöhnt. Mikro kann ich nicht. Aber einer von euch muss da bleiben und mir Gesellschaft leisten. Der Churi ist mir der Liebste.» Dann hat sie der Churi einfach gepackt, wie einen Herdöpfelsack über die Schulter geworfen und ist mit ihm in die Hütte zurückgetrampelt. Der Churi hat geflucht, gekreut und zappelt. Aber die Babe hat ihn mit ihren starken Armen so festgehebt, dass alles nichts genützt hat. Er hat sich nicht losreißen. Die beiden anderen Söhne aber sind in einer Angst den Berg herab, so schnell sie können. Das Letzte, was man vom Meister noch gehört hat, war ein grässlicher Schrei. Aber niemand hat je erfahren, was mit dem Churi passiert ist. Er war verschwunden. Und von der Geisterbabe hat man später bloß noch ein paar Kleiderfetzen gefunden.